Achtsamkeit ist allgegenwärtig. Nicht zuletzt wegen MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, dem 8-Wochen-Kurs, den Jon Kabat-Zinn in den 1970er Jahren in den USA entwickelt hat. Aber was ist eigentlich Achtsamkeit? Was ist ihre Rolle in der buddhistischen Meditation? Und was in einem Programm, das sich auf den Alltag ausrichtet, wie MBSR? Über genau solche Fragen rede ich in der heutigen Folge vom Podcast. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Yuka Nakamura. Yuka ist promovierte Psychologin, buddhistische Meditationslehrerin, MBSR-Lehrerin und MBSR-Ausbildnerin und sie meditiert seit 1993 in verschiedenen Traditionen. Im Zen, Vipassana und im Dzogchen. Sie hat 28 Monate Intensivretreat gemacht, hat mehrere Bücher übersetzt und lehrt heute in der Schweiz, zum Beispiel im Meditationszentrum Beatenberg, in England, zum Beispiel im Gaia House oder auch in den USA in der Insight Meditation Society und an anderen Orten im In- und Ausland. Yuka, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist für den Podcast. Merci vielmals, Lukas, und merci vielmals für die Einladung. Ja, Yuka, wie bist du eigentlich zur Meditation gekommen? Seit 1993, das ist schon eine ganze Weile her. Was hat dich zur Meditation, oder ist es schon damals der Buddhismus gewesen? Was hat dich da dazu gebracht? Das ist ganz ein gradueller Prozess gewesen. Also eigentlich ist es 88 gewesen. Damals habe ich angefangen zu studieren. Und ich bin damals über einen Freund so auf die ersten buddhistischen Bücher gekommen, habe vor allem gelesen. Es hat damals noch nicht so viel Literatur gegeben zu Buddhismus, Dharma und so. Es hätte so Bücher gegeben, Hara zum Beispiel, oder die Kunst, Zen und die Kunst des Bogenschießens vom Herrigel und so. Auch einzelne Bücher vom Daisetsu Suzuki habe ich gelesen. Und ich habe damals sehr viel Faszination gehabt für die Bücher, habe sehr viel angestrichen, aber noch nicht wirklich meditiert. Und ich habe wahrscheinlich gar nicht sehr viel verstanden, aber irgendwie hat's mich fasziniert. Und dann bin ich 1993 von einem Studienkollegen mit in sein Sendo mitgenommen worden. Also es hat damals eine kleine Gruppe gegeben, wo wir dann zusammen meditiert haben, und die Gruppe ist auch mit einem japanischen Zen-Meister verbunden gewesen. Ich habe so die ersten Schritte quasi dort gemacht, aber also das sind also wirklich noch so ganz bescheidene Anfänge gewesen. Ich habe wirklich schon viel zu tun gehabt, einfach nur so die Abläufe zu verstehen. Das ist ja streng ritualisiert im Zen und wirklich meine ganze Energie braucht, um zu wissen, wann muss ich wie sitzen und rezitieren und wo durchlaufen und so. Ja, und dann habe ich damals ein bisschen Enttäuschung erlebt mit dem Zen-Meister. Dort habe ich relativ früh auf meinem Weg quasi müssen wie erleben, dass halt nur weil jemand ein Zen-Meister ist, das nicht heisst, dass er politisch die gleichen Meinungen hat wie ich. Es ist damals für mich schon sehr, sehr enttäuschend gewesen. Einfach so zu merken, da kann jemand zwar ein spiritueller Lehrer sein und doch aus meiner Sicht ziemlich reaktionäre Auffassungen haben, weil er ist Japaner und hat ganz klar eine andere Sicht auf den Zweiten Weltkrieg, und ich habe damals mich auch ziemlich auseinandergesetzt mit diesen Comfort Women, die von der japanischen Armee missbraucht worden sind. Auf jeden Fall, das hat dann dazu geführt, dass ich mich distanziert habe vom Dharma. Also so etwa 3 Jahre lang habe ich irgendwie wirklich nicht mehr so das Vertrauen gehabt in Dharma. Habe mich damals mehr mit philosophischen Texten befasst. Auch philosophische Texte rund um Bewusstsein, so das Hard Problem, was ist Bewusstsein. Aber irgendwie ist mein Geist immer wieder zu diesen Fragen zurückgekehrt. Also irgendetwas hat mich nicht losgelassen, die Frage nach Geist, nach Bewusstsein, nach Freiheit. Und dann bin ich
wieder auf eine Tradition gekommen, die in der Linie war vom Thich Nhat Hanh. Und dort habe ich dann wie einen neuen Zugang gefunden, bin dann auch in die ersten Vipassana-Retreats gegangen, also das ist damals von der Dhamma-Gruppe Schweiz organisiert worden, also so die Gruppe unter der Leitung von Fred von Almen und von der Ursula Flückiger. Und damals ist dann ja auch gerade das Meditationszentrum gegründet worden, also Beatenberg. Und dann bin ich ab 2000 auch dort an und habe dann eigentlich mich vor allem in dieser Vipassana-Tradition vertieft. Also ich bin eine Zeit lang dann sehr stark in der, wie soll ich sagen, Thich Nhat Hanh inspirierte Linie gesehen. Also der wichtigste Lehrer dort ist der Marcel Geisser gesehen. Aber ich bin eben auch auf dem Beatenberg gesehen, in dieser Vipassana-Linie und habe mich dann dort eigentlich mehr vertieft, habe dann einmal einen Monatsretreat gemacht und dann 3 Monatsretreats und dann irgendwann einmal ein Jahr und so. Das hat sich dann ganz natürlich entwickelt. Und 2007 bin ich in Berührung gekommen mit Dzogchen. Also ich habe Teachings gehört vom Dzogchen Rinpoche und das hat mir wirklich nochmal eine andere Welt aufgetan. Kannst du vielleicht so in 2, 3 Worten sagen, was Dzogchen ist? Über Vipassana haben wir schon in anderen Folgen so ein bisschen gehört, was es ist. Dzogchen haben wir noch nie angesprochen in diesem Podcast. Kannst du da kurz etwas sagen? Ja, ich will mich jetzt noch nicht zu fest auf den Test rauslassen, weil ich bin zu wenig drin, um jetzt da wirklich können, absolut sicher können das so definieren. Aber es wird ja übersetzt als die große Vollendung und es ist eine Schule innerhalb vom tibetischen Buddhismus, also innerhalb vom Vajrayana. Und es ist eine Schule, wo eigentlich sehr einen direkten Zugang zur Buddha-Natur lehrt. Also man wird quasi angewiesen, ganz direkt in den Geist hineinzuschauen und die Leerheit und die Klarheit vom Geist zu realisieren. Das wäre so die Essenz vom Dzogchen. Das heisst, wenn man es begreift, dann muss man nicht so alle die Übungen machen mit Visualisierungen und so weiter, sondern wenn der Geist genug reif ist, dann kann er auch direkten Zugang haben zu Buddha-Natur. Aber es braucht auch sehr gute Beziehung zu einem Lehrer. Also in dieser Dzogchen-Tradition wird so die Beziehung zu einem Guru sehr, sehr betont und die Qualität von Hingabe zu einem Lehrer oder zu einer Lehrerin natürlich. Und das kann man in der Schweiz. Also du hast gesagt, der Dzogchen Rinpoche hat dich inspiriert oder ist dein Lehrer? Oder beides? Ja, was heisst mein Lehrer? Ich bin sicher ein paar Mal bei ihm gesehen. Ich habe sehr viel von ihm mitgenommen. Ich habe jetzt nicht so eine enge, verbindliche Beziehung. Aber ich gehe immer mal wieder. Jetzt natürlich wegen der Pandemie habe ich nicht so können zu Präsenzretreats gehen. Ich höre ihn gerne immer wieder. Ich bin dann aber auch zu seinem Bruder gegangen, zum Chökyi Nyima Rinpoche. Ich habe auch schon Teachings von Mingyu Rinpoche gehört. Das sind ja eigentlich drei Brüder, die alle so in dieser gleichen Tradition sind. Ja. Also ich glaube, ich habe dich unterbrochen, wo du gesagt hast, 2007 hast quasi Dzogchen für dich entdeckt. Und das ist seitdem deine Hauptpraxis, oder sind die Praktiken, die stehen nebeneinander? Nein. Also für eine Weile lang hat Dzogchen mich dann sehr, sehr inspiriert und hat mir dort wirklich auch etwas Neues aufgetan. Es ist natürlich auch schön gewesen, dort auf eine Art auch wieder eine Verbindung zurückzumachen zu dieser Zen-Haltung, zu dieser Mahayana-Haltung, weil so die philosophische Grundhaltung von dem Altruismus, das hat mich immer sehr inspiriert. Und dann bin ich aber auch 2014 auf den Robert Beah gestossen und er hat dann nochmal ein bisschen einen anderen Zugang eröffnet, den ich auch wieder sehr faszinierend gefunden habe. Und wenn ich jetzt müsste sagen, was ich jetzt im Moment praktiziere, finde ich es ganz schwer, da irgendein Etikett drauf zu tun.
Es ist wie nicht mehr so klar für mich, ist es jetzt Theravada oder ist es Mahayana, aber vielleicht ist das eben auch gerade ein Teil von dem Prozess, dass es vielleicht intuitiver geworden ist. Mhm. Ja. Magst du auch zum Robert seinem Ansatz oder seinem Zugang noch etwas sagen? Weil es ja wirklich auch ein sehr kreativer Lehrer gewesen, der viel auch erneuert und sehr eigenwillig interpretiert hat zum Teil, vor allem seine späteren Arbeiten. Ja. Also da muss ich sagen, da bin ich dann nicht mehr so ganz gefolgt. Was mich das erste Mal fasziniert hat, ist sein Buch gewesen, Seeing That Freeze, wo er 2014, glaube, veröffentlicht hat und wo mir wirklich einen Zugang gegeben hat, zum Leerheit zu verstehen, auf einer viel tieferen Ebene. Also, das habe ich wirklich ganz, ganz außerordentlich gefunden. Das ist damals für mich sehr klärend gesehen, die Art, wie er Leerheit präsentiert, wie er so schrittweise verschiedene Arten, wie man Leerheit sehen, darlegen. Es ist sehr nachvollziehbar. Man kann das wirklich mit der eigenen Erfahrung verstehen. Und er zeigt, wie man wirklich kann bewusst den Geist neigen, um eine bestimmte Sichtweise einzunehmen. Und durchs Einnehmen von bestimmten Sichtweisen eine gewisse Befreiung erlangen. Also wie die Fähigkeit, den Geist in so eine bestimmte Sichtweise zu lenken, einem etwas kann eröffnen oder einem kann helfen, etwas zu durchschauen, etwas weniger stark zu verdinglichen, weniger zu solidifizieren. Also zum Beispiel bringt er ganz am Anfang Leerheit einfach im Sinn von Leerheit von so Konzept wie Länder. Dass man einfach sieht, ja, Länder, das sind ja nur soziale Zuschreibungen, das sind nur Konventionen, Abmachungen. Das ist etwas, wo die meisten von uns schnell verstehen. Und dann kann man aber auch über die 3 Charakteristika reden, die Tilakanas, und sagen, eigentlich ist das auch eine Form, wie man Leerheit sehen, wenn man sieht, wie vergänglich jede Erfahrung ist, wenn man sieht, dass jede Erfahrung unzulänglich ist, wenn man sieht, dass keine Erfahrung wirklich uns gehört oder uns ausmacht. Also das ist wie nochmal ein anderer Zugang zur Leerheit. Und dann geht er aber weiter noch in tiefere Ebenen und kommt schließlich zu philosophisch sehr tiefgründigen Argument. Also das ist dann wirklich auch so die Philosophie vom Nagarjuna, die Leerheit von Leerheit und so weiter. Also das hat mir damals schon sehr geholfen, auch zum so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Perspektive zu haben über die verschiedenen Lehren, die man auch sieht in diesen Traditionen. Also einerseits im Theravada zu sehen, dann andererseits Mahayana, dann Vajrayana und so zu merken, okay, man kann eigentlich alle die Traditionen unter dem Gesichtspunkt von Leerheit anschauen und sehen, alle haben da eine Lehre, die sich eigentlich um das Thema dreht. Die Leerheit von einer absoluten Substanz, von etwas, wo man wirklich festnageln kann. Also das ist für mich damals sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ich finde, das ist ganz ein außergewöhnliches Buch, wo ich jedem empfehlen kann, auch weil man wirklich merkt, er hat das aus seiner eigenen Praxis herausgeschrieben. Man kann die Übungen selber anwenden. Ja, also du kennst es ja auch, das Buch. Ich kenne es und ja, in meiner Erfahrung ist es auch nicht das Buch, das man nur einmal lesen kann und dann hat man es irgendwie gelesen, sondern eigentlich etwas, wo es ein Arbeitsbuch und eigentlich bei jedem Kapitel, wo man wieder liest, kommen wieder neue Facetten führen oder entdeckt man wieder etwas Neues oder wenn man, das ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Ja. Also, was mir das Buch wirklich gegeben hat, ist einerseits eben so der Blick auf verschiedene Traditionen unter dem Oberthema von Leerheit und wirklich so das Verständnis von der Wichtigkeit von Wahrnehmung, von der Sichtweise
der Buddha hat es ja eigentlich auch schon gesagt, oder? Rechte Sichtweise als Ausgangspunkt von unserer Praxis. Also wie schauen wir, wie nehmen wir wahr, wie tun wir interpretieren, dass man wirklich mit dem praktizieren kann. Und er hat dann ausgehend von dieser Erkenntnis, wo eigentlich aus dieser ganzen Praxis kommt, dass alles leer ist und dass alles durch unsere Wahrnehmung gestaltet wird und dass wir da auch können eine Intentionalität hineinbringen, dann so eine Form von Dharma entwickelt, wo unter Soulmaking läuft. Soulmaking Dharma, ein Dharma, wo es darum geht, auf eine kreative Art mit Wahrnehmung zu schaffen. Und zwar so, dass es, ich weiß gar nicht, wie man sagt, auf Deutsch soulful, beseelt ist oder seelenvoll ist. Also, ich glaube, er spricht da etwas an, wo viele von uns empfinden, dass es einen Teil gibt in uns, wo eben will so seelenvoll erleben, wo will das Leben auf eine tiefere Art, auf eine sinnhaftere Art erleben. Und er hat da Praktiken entwickelt, wie man das eben kultivieren kann. Genau, er ist ja dann gestorben, ich glaube 2020, bevor er das auch noch in ein Buch gegossen hat. Aber wer sich interessiert, es gibt hunderte von Talks von ihm auf dharmasite.org, also wenn man ihn dort sucht, dann wird man fündig. Wobei man schon muss sagen, das, was du jetzt erwähnt hast mit dem Soulmaking, das ist wirklich sehr eine eigene Terminologie. Ich glaube, dort muss man dann auch ein bisschen schauen, dass man wirklich vorne einsteigt. Sonst, wenn man einfach hinten etwas hört, dann kommt man nicht wirklich draus, was er meint. Ja, absolut, absolut. Und ich kann da auch nicht so viel sagen dazu, ehrlich gesagt, weil es jetzt auch nicht sehr frisch ist. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich bei so einem Retreat gesehen bin. Ja. Es gibt auch eine Webseite, irgendeine Obsidian-Seite, wo Rob's Garden heisst. Und dort hat es ganz viel Material von ihm zur Verfügung. Also irgendwo, das kann ich sonst dann verlinken in den Shownotes, gibt es auch eine Seite, wo all die Talks transkribiert sind, oder fast alle. Ich weiss nicht, ob es jetzt schon alle sind. Ja, das ist eben dort auch. Das ist dort, ja. Okay. Vielleicht, wenn wir nochmal zurückgehen zu deiner Biografie. Du bist ja irgendwann dann auch zur Dharma- oder Meditationslehrerin geworden. Vorher hast du gesagt, glaube 2014 ist das Buch rausgekommen vom Rob und du bist beeindruckt gewesen. Wann hast du angefangen zu lehren? Ja, das ist auch sehr graduell gewesen. Also ich muss sagen, ich bin früher noch mehr mit dem Haus Thau verbunden gewesen, habe dort schon so einzelne Sachen unterrichtet. Okay. Also 2008 oder so. 7, 8, 9. Und dann bin ich ab 2012 vom Fred von Almen geschult worden und habe dann halt im Rahmen von dieser Schulung angefangen, auch assistieren. Und seit 2016 bin ich selbstständig unterwegs. Und du bist ja, nebst dem, dass du Dharma-Lehrerin bist, also buddhistische Lehrerin, auch MBSR-Lehrerin und Ausbildnerin. Wann ist denn das dazugekommen und vielleicht auch warum ist das dazugekommen? Das war 2005 gesehen, dass ich so eine Ausschreibung gesehen habe von dieser MBSR-Ausbildung in der Schweiz durchs IAS, Institut für Achtsamkeit, und dann habe ich die Weiterbildung gemacht, 2006, 2007. Ich bin damals Professorin für Entwicklungspsychologie an der PH in Zürich und habe aber eben schon meine Dharma-Praxis nebenbei. Und als ich das gesehen habe, habe ich wie das Gefühl gehabt, wow, da wäre jetzt wirklich eine Möglichkeit, etwas von dem, was ich schon jahrelang privat mache, also die Dharma-Praxis, auch anderen weiterzugeben. Das ist für mich einfach sehr ansprechend gewesen. Ich muss auch gestehen, ich bin zuerst sehr skeptisch gewesen. Ich habe schon früher von dem MBSR gehört, bin aber hochskeptisch gewesen, also das Gefühl, ja, das ist doch nicht richtiges Dharma. Und dann habe ich aber 2005 auch der Jon Kabat-Zinn an einer Tagung erlebt. Und er hat mich einfach überzeugt als Mensch.
Ich habe gefunden, doch, da kommt etwas über, wo für mich authentisch ist. Er ist wirklich ein Praktizierender. Das ist für mich eigentlich das gewesen, was mir das Vertrauen gegeben hat. Und wegen dem habe ich dann die Ausbildung gemacht und habe dann angefangen auch unterrichten. Und ja, das hat dann einfach so viel Resonanz gehabt, dass dann eine Kollegin und ich 2009 das Zentrum für Achtsamkeit gegründet haben in Zürich. Genau, wir haben jetzt immer von MBSR geredet, vielleicht müssen wir auch da noch ganz kurz sagen, was MBSR eigentlich ist, Mindfulness-Based Stress Reduction. Ein Programm, das eben von Jon Kabat-Zinn entwickelt worden ist in den 70er Jahren. Ich glaube, er ist an einer Schmerzklinik oder so gewesen, oder? Und er hat, glaube so ein bisschen die Fälle bekommen, wo die klassischen Medikamente nicht mehr haben können machen, als halt gemacht haben und die Leute immer noch Stress, Leiden haben und die haben es dann zu ihm geschickt und er hat eigentlich ein Programm zusammengestellt aus verschiedenen Sachen, aus dem Zen, hat Yoga-Übungen drin, achtsame Bewegungen, das in einen 8-Wochen-Kurs gemacht und hat eigentlich alle, wie sagt man, spirituellen Elemente, die irgendwie in diesen Traditionen drin sind, rausgenommen und hat das so ein standardisiertes 8-Wochen-Programm gemacht und hat mit dem sehr grossen Erfolg gehabt. Also es ist so gewesen, dass er wirklich ein Praktizierer war und er hat an dem Unispital in Massachusetts, in Worcester, geschafft. Und er hat dann in einem Retreat, das ist bei der Christina Feldman gesehen damals, so etwas wie eine Vision gehabt, wo er plötzlich so eine Vision gehabt von so einem 8-Wochen-Programm und wie das Menschen könnte helfen. Und dann ist er als relativ junger Mann dort zu seinen Chefs zurückgegangen im Spital und hat gesagt, er würde gerne so etwas anbieten. Und die haben ihm das ermöglicht. Er hat das aber zuerst müssen in den Kellerräumen machen. Ich glaube, das sagt etwas aus, oder? Wie viel Vertrauen man da gehabt hat. Man hat wahrscheinlich gedacht, ja gut, soll er doch einmal ausprobieren. Und wie du sagst, das ist dann für Menschen gesehen, die Schmerzen gehabt haben, die zum Teil unheilbar krank gesehen sind. Da hat er wirklich können das Programm anbieten als etwas, wo diesen Menschen geholfen hat bei der Bewältigung von ihrer Krankheit und einfach im Umgang mit dieser Not. Ich glaube, etwas, was es auch bewirkt hat, ist ja gewesen, weil es so standardisiert war, hat es sich auch relativ gut geeignet, um nachher wissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Funktioniert das oder nicht? Und ich habe mal eine Präsentation gefunden von dir, wo du eine Statistik drin hast, wie viel Research Papers, also wissenschaftliche Arbeiten, dass es gegeben hat pro Jahr, wo das Wort Achtsamkeit drin vorgekommen ist. Und das ist eine Kurve, die geht exponentiell rauf. Ich glaube, bis immer noch, also es wird, glaube ich, jedes Jahr immer noch mehr, also Achtsamkeit eigentlich, man kann schon sagen, er ist einer, der das Wort Achtsamkeit im Westen so richtig salonfähig gemacht hat, oder? Ja, absolut, absolut. Und wenn wir jetzt über Achtsamkeit reden und du MBSR-Lehrerin bist und Dharma-Lehrerin, also die buddhistische Sicht hast, was ist denn eigentlich Achtsamkeit? Ich muss vielleicht vorausschicken, es gibt nicht die Definition von Achtsamkeit. Es gibt nicht allgemein geteilte Definition innerhalb vom Buddhismus. Also es gibt schon innerhalb von der buddhistischen Traditionen verschiedene Auffassungen und dann nochmal eine andere Definition, wenn man zu den säkularen Anbietern kommt. Aber so generell würde ich sagen, es ist eine Form von Präsenz sein, von geistesgegenwärtig sein für die Erfahrung, die man gerade hat. Man kann sagen, es ist ein weiter Geisteszustand, ein wacher Geisteszustand. Ja, es kann ein Zustand sein, wo man so ein bisschen einen Überblick hat über eine Situation, aber es kann auch die Fähigkeit sein, ganz genau in eine Erfahrung hineinzugehen, wahrzunehmen, was dort ist. Ja, ich würde sagen, es ist in der Essenz ist es die Qualität von Präsenz sein. Präsenz sein, es wird auch häufig gesagt, ein nicht bewertendes Präsenz sein. Das Nicht-Bewertende, das finde ich noch einen spannenden Aspekt, weil, also, was heisst es dann nicht bewerten?
Ja, das ist ein Teil von dieser Definition, die der Jon Kabat-Zinn formuliert hat. Ich finde seine Definition sehr, sehr prägnant. Oder das Gewahrsein, das entsteht, wenn man aufmerksam ist auf den gegenwärtigen Moment, ohne zu bewerten. Allerdings kann das nicht bewerten, dann auch missverstanden werden. Und was der Jon Kabat-Zinn eigentlich hat sagen, ist, dass man nicht vorschnell bewerten. Dass man sich wie einmal einem schnellen Urteil enthalten, damit man überhaupt wahrnehmen kann. Wenn man schon von Anfang an weiss, das ist blöd, dann fehlt die Offenheit. Also es geht wirklich um die Fähigkeit, können einmal sich öffnen für die Erfahrung, so wie sie jetzt gerade gespürt oder gehört oder geschmeckt wird. Und dann kann man aber natürlich und muss man auch urteilen. Also man muss da unterscheiden zwischen einem reaktiven Bewerten, wo sehr stark auch mit Verlangen oder Aversion zu tun hat, dass man Sachen nicht gern hat oder will festhalten. Es geht darum, wie die Reaktivität können ein bisschen loszulassen, zum können offen sein. Aber mit dem ist nicht gemeint, dass man dann nicht ethische Urteile fällen kann. Und die ethische Dimension ist ja gerade das, was für die Geisteskultivierung absolut essentiell ist, oder? Dass man einfach erkennt, okay, Aversion ist im Geist, Aversion ist unheilsam. Und wie hat das dann der Jon Kabat-Zinn oder gehandhabt, wo ja eigentlich so die ganze eben spirituelle, aber auch ethische Dimension aus MBSR rausgefallen hat? Also rausgefallen tönt jetzt so, nicht als Bestandteil von dem 8-Wochen-Kurs gemacht hat. Ja, also das ist ja immer wieder ein Vorwurf, wo man ihm macht, oder dass er das quasi nicht explizit ins Curriculum eingebaut hat. Und er sagt halt immer wieder, in seinem Verständnis ist das implizit drin. Und ich glaube, dort müssen wir einfach wirklich verstehen, dass der Jon Kabat-Zinn das Programm in einem bestimmten historischen Kontext entwickelt hat. Und damals ist es wahrscheinlich ein geschicktes Mittel gewesen, einfach das Wort Achtsamkeit zu nehmen, das recht unverfänglich gesehen ist. Mindfulness auf Englisch. Aber das eigentlich als Oberbegriff zu verwenden. Er schreibt auch irgendwo, dass das für ihn eigentlich ein Umbrella-Term ist. Und für ihn ist immer klar gewesen, dass unter dem ganzen MBSR-Curriculum eine ethische Orientierung muss leitend sein. Und für ihn ist immer klar gewesen, dass da zum Beispiel der hippokratische Eid wichtig ist, weil er sich ja im medizinischen Bereich bewegt hat. Also, dass das wie einfach vorausgesetzt wird. Natürlich ist dann die Frage, wenn jetzt Leute MBSR anbieten, die nicht den Hintergrund haben, ob sie das immer noch so verstehen. Aber in meinem Verständnis ist eine gewisse ethische Grundhaltung eigentlich eingebaut im MBSR. Aber es wird nicht explizit gelehrt, das stimmt. Mhm. In der klassischen buddhistischen Betrachtung ist es ja ein bisschen so, dass man sagt, Ethik ist eigentlich wirklich die Basis für alles, was kommt. Mhm. Kann man dann aber auch sagen, ja, also wenn man anfängt zu praktizieren, wenn man achtsam ist, dann kommt die ethische Basis quasi im Nachhinein automatisch. Ja, aus einer Dharma-Perspektive kann man das nicht so automatisch einfach annehmen. Es gibt auch falsche Achtsamkeit. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen Achtsamkeit anwenden, praktizieren, ohne die rechte Sichtweise. Oder? Also im buddhistischen Kontext würde man sagen, eine heilsame Form von Achtsamkeit ist eine Achtsamkeit, die Teil ist vom 8-fachen Pfad. Das heisst, sie ist eingebettet in den ganzen spirituellen Weg, sie ist eingebettet in dieser Ausrichtung auf Erwachen hin. Ja. Und wenn das fehlt, dann kann man natürlich aus einer buddhistischen Sicht in Frage stellen, ja, was bringt Achtsamkeit allein? Aber ich würde wieder sagen, wenn jemand jetzt in einem MBSR-Kurs ist und ja, dort sicher gewisse Werte implizit vermittelt kriegt,
dass das heilsame Effekt ist. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder gemerkt habe. Also ich habe das auch immer wieder beobachtet in meinen Jahren, wo ich unterrichtet habe. Ich unterrichte im Moment kein MBSR. Dass Menschen einfach durch ihre Achtsamkeitspraxis selbstreflexiver geworden sind. Also ihre eigenen Handlungen mehr angefangen haben anzuschauen und auch mehr gemerkt haben, was die Konsequenzen sind von ihren Handlungen. Also ich habe das nach und nach gehört von Leuten, dass sie zum Beispiel plötzlich gemerkt haben, dass sie in einer Konfliktsituation anders reagiert haben oder nicht so stark reagiert haben, dass sie wie mehr Raum gehabt haben, um empathisch zu sein mit dem Gegenüber. Und ich glaube, dort ist so eine ethische Dimension auf jeden Fall drin. Ja. Mhm. Das bringt mich vielleicht so ein bisschen zur Frage, was ist denn eigentlich die Funktion von Achtsamkeit? Also im MBSR ist man achtsam auf die Körperempfindungen zum Beispiel, auf Bewegungen, man ist präsent, wie du vorher gesagt hast. Ja, schön. Und dann? Also dann schaut man auf das. Warum? Oder was macht das? Warum hat die Achtsamkeit so eine zentrale Stellung in der buddhistischen Meditation oder in vielen buddhistischen Meditationspraktiken? Also, ich sage vielleicht zuerst etwas zum MBSR, weil im MBSR geht es ja wirklich um Stress Reduction. Also es geht um den Umgang und das Lindern von Leiden. Und dort ist schon so die Meinung, die Motivation, dass wenn man will, besser umgehen mit Stress, und Stress ist ja eigentlich wie ein anderes Wort für Dukkha, könnte man sagen. Also da merkt man, wie eben das Dharma, das MBSR informiert hat. Wenn man will mit Dukkha anders umgehen, mit Leiden, mit Stress, mit Frustrationen im Leben, dann muss man zuerst einmal anschauen. Man muss sehen, okay, ja, es gibt Lebenssituationen, Umstände, die schmerzhaft sind. Es gibt körperliche Schmerzen, es gibt seelische Schmerzen. Und allein die Fähigkeit, sich dem, wo schwierig ist, zuzuwenden, ist schon heilsam, weil unsere normale Reaktion auf Schwierigkeiten ist, dass wir in Gier, Hass oder Unwissenheit gehen, oder? Wenn es weh tut, dann tun wir uns vielleicht ablenken. Dann schauen wir einen Film oder wir nehmen eine Tablette oder wir werden wütig auf jemanden. Also der untrainierte Geist reagiert sehr häufig auf eine unheilsame Art mit so schwierigen Lebenserfahrungen. Und allein dort den Menschen zu vermitteln, es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren angesichts von schwierigen Situationen, ist in sich selber schon enorm befreiend. Und das merken die Leute immer und immer wieder, wie dort sich plötzlich eine Freiheit auftut. Dort, wo ich nicht mehr getrieben bin, dass ich muss reagieren, weil ich eben gelernt habe, achtsam zu sein. Und das setzt voraus, dass ich geübt habe, achtsam zu sein auf den Körper, achtsam zu sein auf meine Gefühle, auf meine Gedanken. Und dann kann ich auch in schwierigen Momenten eher geerdet bleiben, bevor ich dann automatisch einfach in eine Reaktion hineingehe. Und dort gibt es dann auch die Möglichkeit, bewusster zu agieren, oder? Also dann bewusst zu entscheiden, okay, wie will ich jetzt am besten mit dieser Situation umgehen? Das ist so ganz kurz die Essenz vom MBSR. Und bevor wir zu den buddhistischen Komponenten von dem Ganzen kommen, ist mir jetzt da einfach noch so eine Zwischenfrage gekommen. Wie unterscheidet sich denn die Achtsamkeit in dem Fall von einer einfach Metakognition oder von einer Aufmerksamkeit auf etwas? Ja, da gibt es Überlappungen zwischen diesen Begriffen. Aber Metakognition hat für mich nicht so den ganzen Aspekt von der Verkörperung von der Achtsamkeit. Also wenn Achtsamkeit im Geist ist, dann ist wirklich eine Präsenz da, wo ich meinen Körper spüre, wo ich das Umfeld wahrnehme, wo ich meine inneren psychischen Bewegungen wahrnehme. Es ist so eine Präsenz für alles, was jetzt gerade da ist. Und Metakognition
Also ich kann dir jetzt keine Lehrbuchdefinition geben, aber ist schon eher so die Fähigkeit, können selbstreflexiv sein in Bezug auf die eigene Kognition, wie es das Wort sagt, ja. Mhm. Also Achtsamkeit ist für mich schon grösser, umfassender, geerdeter. Und Aufmerksamkeit auch, ich glaube, ist auch Ja, einfach quasi ein Ausschnitt von der Wahrnehmung, oder? Aufmerksamkeit, das wäre Manasikara, ist nicht so absichtsvoll. Aufmerksamkeit ist ein Faktor, den wir in jedem Geistesmoment haben. Und Achtsamkeit ist nur da, wenn eine Absicht im Geist ist, präsent zu sein. Mhm. Also wenn Achtsamkeit da ist auch Aufmerksamkeit da. Aber wenn Aufmerksamkeit da ist nicht gesagt, dass Achtsamkeit da ist. Kann man dann auch zu achtsam sein? Also aus der buddhistischen Sicht nicht, nein. Also es gibt kein zu viel an Achtsamkeit. Nein, das ist sehr interessant. Es gibt andere Qualitäten, die wirklich können ein bisschen unausgeglichen sein. Also es ist dann eher so, dass sie halt im Verhältnis zu anderen Qualitäten ein bisschen zu übertrieben sind. Zum Beispiel kann man zu viel Energie haben und zu wenig Sammlung. Aber bei der Achtsamkeit ist es eigentlich so, dass man nie zu viel haben von dieser. Mir haben schon Leute gesagt, wenn sie praktizieren, dann haben sie zum Teil wie zu viel Sinneseindrücke. Also alles wird ihnen bewusst. Es hat viel zu viel Töne, es hat viel zu viel Körperempfindungen, viel zu viel Geräusche, viel zu viel visuelle Reize. Also sie haben dann gefunden, das ist doch zu viel Achtsamkeit, dann bin ich zu achtsam. Aber du würdest sagen, das ist in dem Fall etwas ganz anderes. Dann würde ich sagen, da fehlt es ein bisschen an Sammlung und an Ruhe. Dann müsste man in der Praxis schauen, dass man den Geist ein bisschen beruhigen kann. Mhm. Ja. Also, wenn der Geist nicht im Gleichgewicht ist, dann fehlt die Stabilität, um offen sein für den jetzigen Moment. Und gleichzeitig ist es aber so, dass mit mehr Sammlung und mehr Achtsamkeit, dass man natürlich dann schon auch sehr fein anfängt, Sachen wahrnehmen. Also man merkt dann schon auch, wie viele Elemente oder Wahrnehmungen hintereinander kommen, oder? Die ganze Zeit im Geist. Genau, und das wollen wir ja auch. Also jetzt von einer Dharma-Perspektive her wollen wir natürlich anfangen, die Erfahrung wirklich erforschen und wirklich merken, wie rasch die wechselt, der Fluss von Sinneserfahrungen wirklich sehen und merken, dass wir es nicht anhalten oder festheben. Ja. Und das wäre dann auch die Funktion von der Achtsamkeit in der Dharma-Praxis und in der Meditation. Oder kannst du da noch ein Wort dazu sagen? Ja, Achtsamkeit hat ganz viele Funktionen im Dharma, nicht nur eine. Eine Funktion ist, den Geist ein bisschen zu stabilisieren. Also Achtsamkeit führt zu Sammlung. Wenn man viele Momente hat, wo man achtsam ist, dann baut sich ganz von allein Sammlung auf. Das heisst, der Geist wird stabiler, er ist weniger abgelenkt, er ist mehr da. Aber Achtsamkeit ist auch die Fähigkeit, die uns hilft zu merken, wenn eine unheilsame Qualität auftaucht im Geist, dann erlaubt uns das auch auf eine gute Art mit dem umzugehen, zu reagieren, eine Entscheidung zu fällen. Wenn ich zum Beispiel merke, dank Achtsamkeit, auch immer wenn ich über das Thema XY nachdenke, rege ich mich auf. Dann hilft mir das, eine Entscheidung zu fällen, okay, vielleicht wäre es gut, jetzt nicht weiter über das Thema nachzudenken. Wenn ich nichts mache mit dem. Also, ja. Und gleichzeitig hilft Achtsamkeit uns zu merken, wenn etwas Heilsames im Geist ist. Und dann können wir sagen, ja, oh, Metta ist im Geist. Das ist eine Qualität, die ich mehr kultivieren will. Ja. Dann hilft Achtsamkeit uns auch, den eigenen Prozess quasi zu beobachten, also so zu merken, welche Hindernisse sind zum Beispiel im Geist, welche Erwachensfaktoren sind im Geist, wie ist es mit der spirituellen Fähigkeit, mit den Indriyas, sind die da? Also Achtsamkeit hat dort ein bisschen die metakognitive Funktion, auch der eigene Prozess zu monitoren, immer so ein bisschen zu überwachen. Ja, wie läuft's gerade? Braucht es ein bisschen mehr Energie? Braucht es ein bisschen mehr Sammlung? Wäre es jetzt vielleicht gut, etwas
zu erforschen oder ist es wichtiger, jetzt ein bisschen die Sammlung zu vertiefen? So? Achtsamkeit wird eben auch sehr in weltlichen Zusammenhängen heute gebraucht. Ich habe vorgestern ein Magazin, ein Frauenmagazin irgendwo liegen gesehen, wo geheißen hat irgendwie Leistungsgesellschaft und Achtsamkeit, oder es ist um Leistungsfähigkeit und Achtsamkeit gegangen. Und da haben dann verschiedene Frauen haben Text zu dem Thema geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen, ich weiß nicht, ob alle Spezialistinnen gewesen sind. Ich glaube es nicht. Es war mehr so eine Sammlung von auch Ansichten und Erfahrungen. Das Interessante war, es war ziemlich ein Hochglanzmagazin gewesen, und im hinteren Teil von dem Magazin war Autowerbung gewesen. Mhm. Also so teure Herren. Und ja, ich habe es schon noch interessant gefunden, eben, was heute alles mit Achtsamkeit gemacht was man wird. alles sieht. Ja, es ist absolut erstaunlich, in welchen Zusammenhang man diesem Begriff begegnet. Ja, ich muss manchmal auch ein bisschen schmunzeln. Was hast du da schon so gesehen und was haltest du davon, wenn man Achtsamkeit so inflationär braucht? Also im Moment habe ich wirklich das Gefühl, es ist ein bisschen ein Hype. Also überall ist achtsam und überall ist Mindfulness und du kannst gar nicht mehr irgendwie sagen, ich bin nicht irgendwie ein Mindful Leader, weil dann führst du schlecht. Und also, es ist so überall drin, dass ich das Gefühl habe, die meisten Leute, die wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich meinen, wenn sie das sagen. Mhm. Ja, das ist natürlich auch schade, oder? Es wird dann einfach ein hohles Wort, es verliert völligen Inhalt. Es wird in allen möglichen Zusammenhängen gebraucht, also egal ob Hunde aufziehen oder Sexualität oder Banking. Also ich habe es in allen möglichen Zusammenhängen schon gesehen. Ich glaube persönlich, dass der Hype wird vorbeigehen. Ich mache mir jetzt doch nicht so grosse Sorgen, ehrlich gesagt. Wenn es Menschen hilft, ja, in ihren Zusammenhängen, sei das weiss jetzt auch nicht, Wellness oder so, wenn es ihnen hilft, gut, aber ich glaube, mehr als Praktizierende müssen uns jetzt da nicht so grosse Sorgen machen. So die grosse Menge wird weiterziehen und wird etwas Neues finden in 3-4 Jahren und dann machen wir einfach unser Ding, oder? Genau. Gleichzeitig wird natürlich der Meditation und der Achtsamkeit zum Teil vorgeworfen, auch selbstbezogene Nabelschau zu sein. Man zieht sich zurück, hockt aufs Küssi, schaut ein bisschen in sich hinein und draussen brennt die Welt. Wie siehst du dann diesen Zusammenhang? Ja. Das ist ganz ein wichtiges Thema und ich glaube, das hat jetzt nicht erst mit dem Thema Achtsamkeit angefangen. Das ist immer wieder so ein bisschen eine Spannung, die im Dharma drin ist, vielleicht in allen spirituellen Traditionen. Das ist ja schon ganz am Anfang gesehen, in der Entwicklung vom Mahayana-Buddhismus, dass es die Kritik gegeben hat an deren Auffassung vom frühen Buddhismus, dass es eigentlich um eine Befreiung geht, um ein frei werden von dem Samsara. Für das Individuum. Genau, es ist halt immer wieder so eine Spannung zwischen der Seite, wo sehr weltabgewandt ist, wo Transzendenz sucht, und eine andere Seite, wo mehr das Immanente betont, in der Welt sein, auch sich engagieren. Ich glaube, das ist eine Grundspannung, wo wir alle vielleicht auch persönlich immer wieder einen Umgang finden. Und es gibt da keine einfache Lösung. Was glaubst denn du, was kann Achtsamkeit und Meditation zu den Problemen, die man heute in der Welt sieht, beitragen? Sieht das jetzt auf wirklich gesellschaftlicher, globaler Perspektiven oder auch persönlich? Also, wenn ich jetzt einfach bei mir persönlich schaue, dann ist sicher mal so das Allererste, dass mir die ganze Praxis hilft, innerlich stabiler, gleichmütiger zu sein, mehr Kapazität zu haben für das, was schwierig ist. Und ich glaube, das brauchen wir in dieser heutigen Welt, oder? Das ist mal das eine. Einfach eben nicht so reaktiv zu sein. Mit dem kommen wir wieder zurück zu dem, wo wir vorher drüber geredet haben, dass sehr oft die erste Reaktion von Menschen, wenn es unangenehm ist, dass sie mit Gier, Hass oder Unwissenheit
reagieren. Und das merken wir ja auch, oder? Wenn wir so schlechte Nachrichten lesen. Ich merke das bei mir selber. Also der Widerwillen, jetzt wieder schlechte Nachrichten über den Klimagipfel müssen lesen, oder dass der Amazonas am Abbrennen ist. Das ist schwer für einen untrainierten Geist, mit all dem Leiden können zu sein. Und dann tut man sich lieber fürs neue iPhone interessieren, statt sich diesen Problem zuzuwenden. Ich glaube, wir müssen in uns genug gefestigt sein, genug Boden haben. Ohne den eigenen Boden können wir gar nicht viel beitragen. Und Achtsamkeit und Meditation und die ganze Dharma-Praxis hilft uns auch zu merken, wo sind wirklich die Ursachen von dem, zu merken, wie viele Ursachen im Geist liegen. Also in dieser unbremsten Konsumwut von uns, was wir konsumieren, das geht weit, weit über das raus, was unser Planet kann hergeben. Und wir leben im Moment in der Schweiz wirklich auf Kosten von den nächsten Generationen. Also unsere Gier frisst den Planet wirklich regelrecht auf. Und solange wir das nicht im eigenen Geist sehen, sehe ich nicht, wie wir die Probleme angehen. Also ich glaube, wir müssen alle viel mehr auch aufwachen und verstehen, was sind die Ursachen vom Leiden, was sind die Ursachen von dieser Zerstörung, die wir als Menschheit anrichten. Das ist so ein zweiter Punkt. Also das erste so die Stabilität, das zweite Verstehen. Und mit dem Verstehen kommt auch so doch Zuversicht, es gibt etwas, was man machen kann. Das finde ich auch wichtig. Also Dharma gibt uns auch tatsächlich eine Perspektive, man kann den Geist transformieren. Das finde ich selber extrem inspirierend. Ich sehe, es ist sehr ein langwieriger Prozess, wenn ich so meinen eigenen Geist anschaue. Es ist sehr ein langwieriger Prozess, aber ich sehe kleine Fortschritte. Und das gibt mir Hoffnung. Ich weiss nicht, ob wir es werden schaffen, aber ich weiss, es liegt ganz ein tiefer Sinn drin, die Praxis zu machen, die innere Arbeit zu machen und zu wissen, dass wirklich alles, was wir machen, jede Absicht, die wir setzen, Kraft hat. Das ist für mich wirklich ein tiefes Verstehen von Karma, von der Wirkungskraft von Karma, dass das, was wir machen, bedeutsam ist. Dass es nicht egal ist, was wir machen. Dass es nicht egal ist, wie wir denken, wie wir reden und dann natürlich, wie wir handeln. Und das bezieht sich auf ganz, ganz viele Handlungen im Alltag. Dass es bedeutsam ist, bei allem, was ich mache, ethisch zu handeln, integer zu handeln, mit Weisheit, mit Freundlichkeit, nicht einfach jeder Gier nachzugeben, sondern dort auch zu lernen, vielleicht einmal zu entsagen, aus dem Wissen heraus, dass mein Konsum immer wieder auch, Ressourcen braucht. Also es gibt so viele Sachen. Was ich auch schon gehört habe, ist, dass wenn sich jemand quasi zurückzieht ins Retreat oder auch sich jeden Tag eine halbe Stunde oder so rausnimmt aus dem Tag und meditiert, dass dann andere sagen, ja, aber genau in dieser Woche, wo du Retreat gemacht hast, genau in dieser halben Stunde, da hättest du doch viel mehr tun, wenn du noch ein paar Unterschriften gesammelt hättest auf der Straße oder hättest du doch viel gescheiter etwas Aktives gemacht, als einfach da sitzen und die Wand anstarren oder je nach Praxis, die man dann hat, auf Körperempfindungen zu schauen oder zu schauen, was der Geist macht. Was ist deine Antwort auf so etwas? Ja, ich würde da sicher nicht beistimmen. Ich glaube, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, es braucht beides. Es braucht halt wirklich das Engagement, aber es hilft auch nicht, wenn man einfach nur aktivistisch unterwegs ist. Ich glaube, die Gefahr, dass man dann vielleicht seine Energie in Sachen hineinsteckt, wo vielleicht am Schluss nicht so viel bringen, oder dass man auf eine Art und Weise aktiv ist, wo vielleicht gar nicht so hilfreich ist, die ist einfach zu gross. Und ich habe auch immer wieder gesehen bei Leuten, die sehr aktiv sind, dass sie auch sehr viel Frustration erleben.
Also viele Leute, die so im Umweltbereich oder Frauenbereich oder so sehr aktiv sind, die wunderbare Sachen machen, die kommen an so Punkte an, wo sie sehr frustriert sind. Und das ist nicht einfach, auch mit Misserfolg umzugehen oder so zu merken, dass man es einfach mit enormen Kräften zu tun hat. Und da braucht es irgendwo eine innere Ressource, es braucht irgendwo einen Boden, wo man drauf steht. Ohne da ist man da einfach zu wenig stabil, um das Engagement aufrechterhalten. Also ich finde es gut gemeint, wenn Leute sehr, sehr aktiv sind, aber wenn ihnen so die innere Mitte fehlt, die innere Ruhe fehlt, dann glaube ich, ist einfach eine Gefahr da, dass Leute auch in einen Burnout hineinlaufen oder auch ungute Geisteszustände entwickeln. Und aus einer buddhistischen Perspektive muss ich dann sagen, wenn jemand aus sehr viel Hass heraus aktiv ist es aus einer buddhistischen Perspektive sicher nicht sehr heilsam. Das kann nicht wirklich positive Früchte haben. Vielleicht noch so eine Frage Richtung Abschluss. Wenn sich immer mehr Leute für Achtsamkeit und Meditation interessieren, braucht es natürlich auch immer mehr Leute, die das unterrichten, also immer mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, was braucht es eigentlich, wenn man Meditation unterrichten will? Und ich finde das noch spannend, weil du ja MBSR-Lehrerinnen und Lehrer ausbildest, aber auch Dharma-Lehrerin bist. Was ist denn der Unterschied? Und vielleicht auch, was braucht es, wenn man MBSR unterrichten will? Was braucht es, wenn man wirklich Dharma unterrichten? Ja, also ich muss zuerst mal sagen, ich habe ein bisschen Mühe mit der Etikette von einer Lehrerin oder einem Lehrer, weil ich bin in erster Linie Praktizierende. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das finde ich auch, wenn jemand will unterrichten, würde ich zuerst mal fragen, ja, ist denn das ein Praktizierer oder eine Praktizierende? Das muss wie das oberste sein. Also weißt du, wenn man jetzt einen MBSR-Kurs gemacht hat und dann das seit einem halben Jahr macht und dann findet, wow, cool, ich werde jetzt MBSR-Lehrerin, ist man dann schon ein Praktizierender? Ja, wenn man bereit ist, dran zu bleiben, immer wieder aufzuwachen im Alltag, kann es das durchaus sein. Also ich würde es niemandem absprechen. Ich glaube, das muss man wie für sich selber untersuchen. Also ist da wirklich ein ehrliches Interesse an dieser Praxis? Ist da ein ehrliches Bemühen daran, wach zu sein, den eigenen Geist anzuschauen? Ist eine Bereitschaft, da auch formelle Praxis zu machen? Das ist für mich einfach schon mal vorausgesetzt. Sowohl für MBSR-Lehrende und auch für Dharma-Lehrende. Und dann ist natürlich MBSR sehr ein klar vorstrukturiertes Curriculum, wo man eine Ausbildung machen kann, wo man sich bewerben dafür. Da muss man halt einfach so einen Lehrgang absolvieren und dann, wenn man dort zertifiziert wird, dann kann man so MBSR-Kurse anbieten. Dharma vermitteln, denke ich, setzt schon eine tiefere Praxis voraus, eine jahrelange Praxis. Also traditionell ist es so, dass man das nicht einfach selber beschließen kann, dass man will Dharma lehren, sondern dass man angefragt wird, dass man eingeladen wird. Und da tut jemand, der Lehrer oder Lehrerin ist, aufgrund von der persönlichen Begegnung mit jemandem, einem das vorschlagen, oder? Also vorschlagen. Das ist schon ein Unterschied. Und Dharma-Unterricht, der ist schon, ist umfassender. Ich meine, ich selber habe das Gefühl, ich bin noch nie im Erforschen vom Dharma. Da gibt's noch so viel. Und ich lerne jede Woche noch mehr. Man kann endlos das eigene Verständnis vertiefen, die eigene Praxis vertiefen. Ich glaube, man muss einfach auch sehen, das ist extrem weit, das ganze Feld. Ist extrem groß. Ich bin jetzt wirklich schon lange unterwegs. Ich habe viele Bücher gelesen und ich denke immer noch, wow, es nimmt einfach kein Ende, oder? Und wenn man einmal angefangen hat, den eigenen Geist anzuschauen und sieht, wie oft man wieder
verloren ist, abgelenkt ist, reaktiv ist, dann weiss man einfach, okay, es ist wirklich ein grösseres Projekt. Das kann man nicht in einem Retreat irgendwie hinter sich bringen. So, es wird auch immer feiner, man merkt immer feiner, okay, das sind so die Neigungen vom Geist, okay. Braucht sehr viel Geduld und sehr viel dranbleiben, aber es ist auch ein freudvoller Prozess. Also ich will das jetzt nicht als irgendwie ein Mühsal darstellen. Es ist ja auch sehr beglückend, so auf einem Weg zu sein. Ja. Wenn du in die Zukunft schaust, was wünschst du dir von der Achtsamkeit oder von der Entwicklung von der Achtsamkeit in der Welt für die Zukunft? Ja, natürlich schon, dass einfach viele Leute in Berührung kommen mit dem, dass es ihnen wirklich hilft, mit ihrem eigenen Leiden einen besseren Umgang zu finden, dass sie merken, dass sie können mit ihrem eigenen Geist schaffen, dass man den Geist kann verändern. Ich glaube, das ist so die Kernbotschaft vom ganzen Dharma, oder, dass wir nicht einfach Opfer sind von unserem Geist und von seinen Launen, sondern dass wir dem Geist können eine Richtung geben, dass wir eine Wahl haben. Also das wünsche ich schon jedem einzelnen Wesen auf diesem Planeten. Einfach, dass wir das anfangen merken. Wow, ich bin nicht einfach gezwungen, so weiter zu funktionieren. Ich kann aufwachen, ich kann gestalten, ich kann wählen. Und dann mich natürlich fürs Heilsame entscheiden. Ja, und durch das einen Beitrag leisten zum Ganzen. Wenn man mehr über dich wissen will, wo findet man Informationen zu deinem Angebot oder wo findet man, wo du unterrichtest? Ja, ich habe meine Webseite, die man anschauen kann, yuka-nakamura.ch. Yuka, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ja, merci vielmals, Lukas. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Es würde mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, dort wo du deine Podcasts abladest und natürlich auch, wenn du den Podcast in deiner Bekanntschaft umschickst. Und auch über Feedback freue ich mich. Du findest Kontaktmöglichkeiten auf meiner Website www.meditationsszene.ch unter der Rubrik Kontakt. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit.